Eine wahre Geschichte aus dem Simmental. In früheren Zeiten haben viele von den Bergliegenschaften in unserem Gebiet den Berner Patrizier gehört und sind an Simmentaler Bauern verpachtet worden. Der jeweilige Zins hatte einen Mann, der das Vertrauen der Eigentümer und der Pächter hatte, gegen Bern anhi bringen. Das war eine Ehrensache, aber auch ein grosses Risiko. Im 19. Jahrhundert hat ein jüngerer Mann aus der Familie Agesti die Zinsen gegen Bern angebracht. Meine Grosseltern sind nach bei der Kirche zu Wimmis gewohnt und eines Tages hat ein schwarz angelegter Herr an ihre Tür geklopft und am Herrn Pfarrer gefragt. Mein Grossvater hat gewusst, dass der Pfarrer an diesem Tag auswärts war und hat den Herr in die Stube hineingeheissen zu kommen. Der Gast hat sich als Pfarrer von Basel vorgestellt. Man hat meinem Grossvater sein Anliegen vorgebracht. Vor ein paar Wochen ist in Basel ein Raubmörder zum Tod verurteilt worden. Und ich hatte als Seelsorger den Auftrag, ihn auf seinen Tod vorzubereiten. Im Laufe der Nacht hat er mir aus seinem Leben manches erzählt. Der erste Mord hege er im Simmental verüben. Er hege vernommen, dass an einem bestimmten Tag ein Mann mit den Bergzinsen gegen Bern reite und dem hege er bei der roten Platte abpasst, hinter der Stude. Die rote Platte sieht man, wenn man von Wimmis gegen Latterbach zugeht, an der rechten Strassenseite. Es ist ein Felsstück von der Simmenfluh, wo einen rötlichen Farbton hat und fast bis an die Strasse ankommt. Kurz darauf kommt eine Kurve und nach einer Steigung erreicht man gleich darauf die ersten Häuser von Latterbach. Wo der Mann in die Nähe kam, hege er angefangen, einen Psalm zu singen. Und das Lied hege ihn davon abgehalten, den Geldträger auszurauben und zu töten. Zuletzt hege er noch gesehen, später sei er so weit gesunken, dass ihn kein Psalm mehr vom Morden hege abgehalten. Und jetzt müsse er für seine schlechten Taten sterben. Der Herr Pfarrer hat mein Grossvater nach dem Geldträger gefragt. Er möchte gern mit dem Mann reden. Und der Grossvater hat ihn mit Ross und Wagen taleinwärts geführt. Der hat ihm am Fuß der Simmenfluh die rote Platte gezeigt und sie sind weitergefahren, bis sie zum Haus vom Geldträger, am Vater Agestesi, kamen. Der hat dem Bericht vom Basler Pfarrer aufmerksam zugelassen und den hat er erzählt. Ich kann mich gut an diesen Tag besinnen, obschon er viele Jahre zurückliegt. Vor Tau und Tag bin ich aufgestanden, habe mein Ross gut gefuttert, putzt und gerecht. In der Stube innen habe ich die lederige Geldkatze auf den Leib geschnallt, drüber mein besser Gewand angelegt und wollte das Ross satteln. Das gute Tier hat mir an diesem Morgen gar nicht zum Stall auswählen. Gäng hat es mich an seinen Platz wollen, und das hat man nicht gern. Mit schwerem Herz bin ich vom Haus fortgeritten. Und als ich gegen die rote Platte zukomme, ist plötzlich eine grosse Angst über mich gekommen. Für der Angst, Meister zu werden, habe ich den Psalm singen: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Ich habe das ganze Lied gesungen
und bin mittlerweile durch die Port aus gegen Brothäuschen gekommen. Und die Angst war überwunden. Voll Zuversicht bin ich drauf gegen Bern zugeritten.